Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Ich freue mich sehr, weil ich habe hier heute einen Gast, den ich seit Jahren verfolge, ein riesen Fan bin, Michael von der Heide. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Schön, hast du Zeit gefunden. Ja, gerne. Es ehrt mich wirklich sehr, weil eigentlich schon seit Tourist ist das so eines von deinen ersten Platten gewesen, glaube ich. Ja, ich glaube, die dritte ist es oder genau. so, irgendwie dort. Genau. Die zwei dort hat's Da bist du schon auf der Welt gewesen. Tatsache, ja. Genau. Nein, dort hat es mir mega den Ärmel reingenommen. Und es war auch irgendwie so, auch gerade die Zeit, wo ich sehr viel Stefan Eicher gehört habe. Ja. Und habe gefunden, ja schön, dass es auch einen gibt, der in unserer Region, ja, ist ein bisschen weiter gefasst, unsere Region, aber kann man so sagen, ja. Genau. Jetzt hast du ein neues Album am Start, Nocturne, hast du gesagt, heisst es, Dämmerung. Wie schwierig war es nach dem Best-of, das du gemacht hast, da Echo wieder loslassen und so? Also ein Best-of ist ja immer so ein bisschen abschliessend. Genau. Es haben ja schon Leute gehofft, ich höre auf. Dann hat den Gefallen nicht machen. Nein, es ist natürlich genauso, wenn man so ein Best-of zusammenstellt. Ich bin ja dort im Keller tief runter und dann schaut man so gerne zurück. Aber ich habe in dieser Zeit dann natürlich sehr Lust auf neue Musik und neue Lieder. Also das ist fast ein bisschen parallel gelaufen, dass ich schon wieder Notizen in mein Buch gemacht habe und neue Ideen entstanden sind. Ja, auf Echo hast du ja auch, glaube ich, irgendwie 5 neue Nummern gemacht. Ja, genau. Eben, ist dir das auch immer wichtig gewesen, nicht nur zurückschauen, sondern halt auch immer weiter arbeiten und weiter kreativ sein? Genau, es ist ja das, was mich interessiert. Lieder machen, mit der Band im Studio sein oder auf der Bühne oder mit anderen Songwriter und Songwriterinnen zusammenzuarbeiten. Es ist das, was ich am liebsten mache auf der Welt und darum mache ich immer weiter. Ja. Mhm. Es hat so gewisse Figuren, die bei dir immer wieder einmal auftauchen. Heidi Happy ist zum Beispiel so jemand. Betty Legler hast du jetzt auch wieder so ein bisschen ins Rampenlicht geschupft. kann man so sagen, oder? Ja. Ja, es hat gerade jetzt in der Sonntagspresse einen grossen Titel gegeben. Er hat Betty Legler nicht vergessen. Ja. Und ich glaube, sie ist jetzt auch gerade ein bisschen verschrocken, dass das gerade ein Titel ist. Gut. Also was braucht es denn eigentlich, um mit dir zusammen, oder dass du findest, wow, mit dieser Person will ich auch gerne Musik machen? Also es sind ja immer Begegnungen, Zufälle. Also das mit der Heidi Happy ist ja entstanden durch den Filmemacher Micha Lewinsky. Wir haben in Berlin zusammen quasi eine WG gehabt und er hat mich darauf aufgeklopft und gesagt, mach mal etwas mit der Heidi. Er fände, das würde sich total gut ergänzen und ich hätte das gar nicht einmal unbedingt gesehen, muss ich sagen. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und wir verstehen uns super. Ich kann eine Idee haben daheim und schicke ihr das, sie macht es weiter, wieder zurück und es ist immer perfekt. Also das ist auch so ein bisschen magisch mit der Heidi und mir. Und mit der Betty Legler, zum sagen, sie hat mir die aktuelle Single geschrieben, «Tränen im Wind». Ich war als Teenager ein riesen Fan von ihr. Sie kommt ja auch ein bisschen aus unserer Ecke, da, kann man sagen, von Lintal. Und sie hat damals die Tiparaden angeführt. Und ich habe irgendwie, also schon, mein Traum war, Sänger zu werden. Und mein Kindheitsidol war ja Paola, aber dann als Teenager die grosse Betty Legler. Und ich habe immer gedacht, wenn die also luftlinienmässig Amden, wo ich aufgewachsen bin, Lintal war ganz nah, wenn die so eine grosse Karriere schafft von dem zweithintersten Krachen der Schweiz, können sie ja für das Micheli bitte auch etwas geben daraus. Gut, ich habe nicht so gut Klavier gespielt. Ich habe schon gewusst, dass mein Talent sicher an einem anderen Ort liegt, aber es ist dann doch so gekommen. Und wir haben uns für mein Best-of, ich rede jetzt ein bisschen lang, ohne Punkt zu kommen, haben wir uns wieder getroffen. Sie ist manchmal gekommen mitspielen am Flügel und dann habe ich sie jetzt gebeten für das Album ein ganz neues und bitte auf Schweizerdeutsch. Mhm. Und wie hat sie darauf reagiert? Relativ schnell, mal das mache ich? Ja, sofort. Ja. Sofort. Wir haben uns dann ein paar Mal getroffen für einen Text.
weil wir haben jetzt nicht einfach ein 0815 irgendwie, sondern wirklich eins, das in die Tiefe geht und wo Substanz hat. Und sie schafft ja jetzt, sie hat ja noch in dem, darf ich das sagen, also sie ist im vorgeschrittenen Alter, sie ist eben auch eine Wundertüte, die Betty Legler, sie ist so kreativ und mannigfaltig interessiert. Sie hat jetzt noch eine Ausbildung gemacht an der ZHDK, der Zürcher Hochschule der Künste, als Musiktherapeutin und schafft, soviel ich weiß, gerade momentan im Inselspital Bern auf der Neonatologie. Also auch jemand, der so komplex ist, ein Mensch. Und darum haben wir uns viel getroffen und viel austauscht für das Lied. Mhm. Ich kann mich erinnern, eine Zeit lang hast du auch mit der Annette Humpe relativ viel zu tun gehabt. Ja, bist auch von gewissen Leuten sehr gefördert worden. Wie siehst du das jetzt heute? Also, hast du auch so ein, zwei Sängerinnen oder Sänger, wo du findest, mal, die hätten so einen Push verdient? Oder ja, wo du auch so ein bisschen wie förderst? Also, weißt du, so das, was du erlebt hast, kannst du wie weitergeben? Ja. Also ich habe ja manchmal komme ich Anfragen über von jungen Leuten. Kannst du mir helfen? Wie soll ich das machen in der Musik? Ich will auch Musik machen. Ich will auch ins Rampenlicht, wenn ja die meisten dann, weil Musik machen ist ja Sie wollen nicht unbedingt Musik machen, sie wollen berühmt sein, oder? Genau. So. Und da sage ich dann immer, die das wollen, sage ich immer, du, also das weisst ja du oder ihr jungen Leute wissen das viel besser, wie das geht. Weil heutzutage mit ein paar Klicks hast du deine Songs aufgeladen, TikTok, Snapchat, alles das. Ja. Das sind ihr Fachleute, da kann ich nicht viel dazu beitragen. Aber es gibt jetzt da auf dem Album auch ein Lied mit der Westschweizer Sängerin Jessanna. Ich habe sie gesehen in Zürich vor ein paar Jahren. Sie war das Vorprogramm von John Stiers. Das ist unser ESC-Vertreter, der dritte wurde. Genau, dritte geworden ist. Mit dem «Tout l'univers». Oh, ja. Das ist noch morgen früh, Entschuldigung. Und eigentlich habe ich gedacht, oh nein, ich hatte so einen strengen Tag gehabt und ich habe nicht gewusst, dass es eine Vorband gibt, sonst wäre ich eben erst später gekommen. Und ich habe gedacht, nein. Und dann fängt die an, noch mit dem Rücken zum Publikum. Da habe ich gedacht, nein, was wird das? Aber in der dritten Sekunde hat die mich gefesselt, die Jessanna. Ich habe seit Jahren in der Schweiz niemand mehr so talentiert und gut gesehen. Sie spielt verschiedenste Instrumente, sie singt wie eine Göttin, sie hat eine Bühnenpräsenz, wie ich also von einer Sängerin in der Schweiz fast noch nie gesehen habe. Und dann hatte ich das Glück gehabt, in dem Festival vor einem Jahr in Andermatt, haben wir können, also wo der Kunz, Zina, Adrian Stern und ich gemacht haben, haben wir alle können noch Newcomer oder Newcomerin einladen und ich habe Jessanna eingeladen. Und alle waren begeistert von ihr. Ich habe sie dann auch noch ein Konzert auf Zürich eingeladen. Hast du die Beste mitgenommen? So von ja. Allen? Ja, es war jetzt also die beste Entdeckung. Entschuldigung, die anderen, gell? Und genau, und dann haben auch in Zürich sind viele Leute aus der Branche gesagt, die musst du also warm behalten, mit der musst du etwas machen. Also ich hätte es auch sonst gemacht und ich habe sie gebeten, für uns ein Lied zu schreiben, das heisst «La Pluie», das ist auch auf dem Album. Mhm. Aber das ist viel bei so Künstlern, wenn sie ein bisschen älter werden. Ja, du bist ja doch auch schon über 35, oder? So knapp. Ja, haarscharf dran vorbei. Nein, dass sie dann halt irgendwann einmal finden, ja, jetzt ziehe ich mich eher zurück, schreiben für andere oder irgendwie produzieren im Studio. Diesen Drang hast du nie gehabt? Mich zurückzuziehen? Nein. Ja gut, nein, es gibt ja auch immer die so Phase, wo man wieder ein bisschen in den Hintergrund gehen oder eben irgendwie so einen Act aufbauen. Wenn jetzt wie so sie entdeckt hast und findest, ja komm, jetzt schreibe ich dir ein Album. Ja, lustigerweise ist sie eben begabter als ich und sie kann ihre Alben viel besser selber schreiben. Ja. In dem Sinn. Aber ich versuche ihr jetzt ein bisschen zu helfen, medial, auch in der Deutschschweiz, dass sie ein bisschen Namen bekommt. Das kann ich so machen und so etwas mache ich sehr gerne. Jemand anderes produzieren, kommt darauf an.
ist jetzt noch nie zur Debatte gestanden. Ich habe aber auch oft schon für andere Leute Text geschrieben oder Songs geschrieben. Ich habe auch für Zweiraumwohnungen, also für die Inga Humpe habe ich schon geschrieben, oder für die Vera K., für die Sina in der Schweiz, Florian Ast, Francine Jordi. Und dann habe ich noch eine andere Leichen im Keller. Ich habe noch mit dem Dieter Bohlen für Beatrice Egli geschrieben. Aha, schau jetzt da. Dort hatte ich Jetzt kommt also auch alles noch auf den einen Tisch. Fuß in der Tür. Gehabt. Genau. Aber eben also die Studioarbeit an und für sich hat jetzt die nie so gepackt, dass du irgendwie findest, ja, jetzt will ich nur noch produzieren. Nein, oder so. ich Das muss ist auch sagen, da, ja. da bin ich auch studiomäßig einfach zu schlecht. Also, es hat mich wirklich zu wenig interessiert. Ich bin auch technisch nicht sehr begabt und auch nicht sehr interessiert. Also ich brauche ja auch immer Leute, die mir helfen, mir machen. Künstlerisch könnte ich ein Album produzieren für jemand anderes, aber technisch nicht. Es ist so. Und es wird dir wahrscheinlich dann auch fehlen zum Live-Spielen, oder? Das ist ja Ja so gut, man kennt es ein mal so und so, aber das Live ist halt, von dort komme ich her. Die Bühne ist mein zweites Zuhause, also ja, also es wäre schade. Für mich und für das Publikum. Ja, so. Sehr bescheiden, gell? Wie immer. Ja. Wie tönt dein neues Album? So über das Ganze gesehen. So Ja gut, es heisst Nocturne. Viele Lieder sind am Abend und in der Nacht entstanden. Es hat... Also ich habe jetzt auch schon erste Kritiken gelesen, die sehr positiv sind. Und jemand hat geschrieben, es sei sehr unterschiedlich, sehr divers. Und doch hat es eine Einheit. Und die Einheit hat es, weil wir haben Basics beim Thomas Fessler, also er hat das produziert, eingespielt mit meiner Band. Thomas Fessler produziert auch Joya Marleen oder Zina, Niklas. Hecht. Ja. Und darum spürt man eben, es ist in dem Sinn handgemacht, der Grund. Du bist schon ziemlich seit am Anfang eigentlich immer bei ihm gewesen, nicht? Ja, lustigerweise Also- ist mein erstes Album, das Ja. ich produziert habe, ist auch seins, das er für einen Künstler produziert hat. Ja. Und das hat uns verbunden. Und ich habe schon mit anderen Leuten auch geschafft, aber bin wieder zurückgekommen. Also ist es, wenn du ins Studio gehst, dann muss es schon auch immer... Also bist du nicht mehr so experimentierfreudig, dass du jetzt sagst, ja, irgendwo noch ein frisches Studio eröffnen, komm, jetzt gehen wir dort her oder so. Also das Das wäre, muss ja, schon look, wissen. never change a winning team. Ja. Ich habe ja natürlich gewechselt. Ich habe die ersten 2 Platten mit dem Thomas Fessler gemacht und dann habe ich sofort auch mein Umfeld, mein Management, wir haben gefunden, next, weiter. Dann haben die Männer von Zürich West haben mir das 3. Album, das Tourist, produziert. Dann habe ich mit dem Adrian Stern produziert. Also ich bin schon weiter. Oder in Deutschland habe ich mit dem Adel Tawil produziert und bin erst jetzt bei den letzten 2 Alben wieder zurück zum Thomas Fessler. Weil das auch für die Musik, die ich jetzt mache, stimmt. Er ist der Beste in der Schweiz für das. Er hat viel Erfahrung, er kennt mich gut, er kann mich nehmen und er will mir nichts aufdrücken und er getraut sich mir auch zu sagen, wenn er etwas ins Eich findet. Das braucht man ja auch, ein Vis-à-vis, wo genug... Auf Augenhöhe. ja, auch, genau. oder? Ja. Wo Respekt hat, aber nicht zu grosser Respekt. Nicht so starstruck ist. Nein, so, genau. oh mein Gott, der Ja, genau. Vorbereiter. Oder auch nicht jemand, wo ich habe ja auf dem Best-of-Album auch mit jüngeren Leuten produziert, aber dann mal nur Tracks. Das finde ich auch interessant. Aber das ganze Album ist doch so auch eine riesige Verantwortung, muss ich sagen, auch finanziell. Also will wir ja nicht in den Sand setzen. Also nicht, dass die Jungen das nicht könnten. Ja, ja. Aber ich weiß ja schon ungefähr, wie der Michael von der jetzt in der 3. Person, wie das Album von mir soll tönen. Also, Ja, was auch ein bisschen erwartet wird, oder? Das ist schon ein bisschen... ja, also was einfach Sinn macht, muss ich ja sagen. Ich bin auch experimentierfreudig, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich muss jeden Musikstil noch ausprobieren. Genau. Du hast ja dazu mal eigentlich einen rechten Raketenstart hergelegt mit dem «Jeu d'Amour». Und Wo ein Bündnerlied ist eigentlich, ja, genau. muss man sagen. Muss man Cory vielleicht Courgelas sagen, hat da das für mich geschrieben. entstanden. Genau. Oder? Darum haben wir die jetzt auch in die Region Ich aufgenommen, danke oder? dir. Du musst lachen. Als ich hierher gefahren bin, jetzt auf einer meiner ersten Gigs war auch in Landquart. Schon? Ja, mit meiner Pianistin, der Lili de Pink. Aber ich weiss nicht mehr, wie der Club geheißen hat. Aber es ist ein Club. Im Forum, oder?
Nein. Anders. Es war eine Bar, also, wo auch Alkohol ausgeschenkt. Also, eigentlich war es ein Rockschuppen. Ja. Aber ich weiss es nicht mehr, wie es heisst. Ja, ob es das vielleicht noch gibt, das ist die andere Frage. Oder? Ja. Vielleicht kann sich jemand von diesen 3 Zuschauern, die dort waren an diesem Abend, erinnern. Ja, eben dazu mal bist du natürlich omnipräsent gewesen, hast wahnsinnig viele CDs verkauft. Ist es, Ich lebe heute noch davon. Ja, aber das habe ich ein bisschen fragen wollen, oder? Wie ist das für jemanden, wenn man immer wieder gute Sachen macht, aber nie mehr so an das, also an den Bekanntheitslevel also nie mehr so eine richtige Hitsingle hat? Ja gut, jetzt habe ich diesen Sommer eine tolle Hitsingle, «Hole in my Heart», das Duett mit der Yves Gallagher, wo auf der SRF 3, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen früher, ich bin von gestern, es ist noch früh, zum Beispiel auf SRF 3, also in der Romandie auch, aber auf SRF 3 auf und ab gespielt wird, das ist für mich schon eine Sensation, weil lang bin ich schon zu alt für SRF 3. Ich bin ja ins SRF 1, das ist mein Haussender geworden, verleiht worden, wo man zuerst ein bisschen denkt, warum? Fast schon Musikwelle, oder? Dann nicht, nein. Aber das wird dann auch mal kommen. Gut, vieles verändert sich. Ich bin ja natürlich total fröhlich und glücklich. Kann ich das schon fast 30 Jahre machen oder mache das eigentlich schon 30 Jahre, wo viele, ich schaue zwar nicht fest auf andere Künstler, schon viel früher nicht mehr weitermachen können oder auch beleidigt sind, wenn der Erfolg ein bisschen ausgeblieben ist. Und für mich ist auch immer das Ziel, also der Weg ist das Ziel. Und ich mache ja das aus einer Leidenschaft heraus, aus einem Bedürfnis. Und habe ja Glück gehabt, dass es am Anfang gerade so erfolgreich ist. Also andere haben nie Erfolg. Und ich bin dank dieser Platte zum Beispiel jetzt auch nach wie vor, ich bin in der ganzen Schweiz unterwegs für Interviews, für Sendungen. Also die Journalisten und Journalistinnen sind total interessiert. Also für mich, ich empfinde das nicht so. Stimmt es immer noch, oder? Ja, also, nein, im Gegenteil, ich bin ja so fröhlich und froh, dass das Interesse eben nach wie vor so groß ist. Was mich bei dir eben immer dünkt, dass du es auch nicht explizit wegen dem Erfolg oder wegen goldigen Schallplatten oder so machst, sondern halt einfach, weil das auch ein bisschen ein Ausdruck ist, oder? Genau. Ein Tagebuch schreiben. Es ist ein Ausdruck, es ist eine künstlerische Arbeit, es ist ja Leidenschaft, Passion und natürlich ein bisschen Erfolg muss schon sein, sonst geht ja das nicht irgendwie. Also, nur Freude im Keller daheim, also der Künstler bin ich nicht. Es gibt auch denen genügend 2 Konzerte pro Jahr und so. Aber ich bin gerne unterwegs und ich unterhalte die Leute ja gerne und dann braucht es schon ein bisschen, wenn man auch super Musiker um sich will, braucht es einen gewissen Erfolg, dass die auch mitmachen wollen. Also, so. Ja, dass es auch sich lohnt. Zum Finanzieren genau. auch, oder? Also ja. Die arbeiten ja auch nicht gratis, nein. Oder? Du hast zwar im Fabrikli gesagt, du könntest auch gut ohne sie. Also du könntest auch einen Abend füllen, nur mit deinen Sprüchen und ein bisschen singen. Das könnte ich. Das ist mir ja schon ein paar Mal angeboten worden. Hey Michi, wieso machst du nicht Comedy? Funny makes money. Ja. Aber ich finde die Mischung noch gut. Also, so wie es ist. So das Kleinkunst. Ja, und ich bin halt gerne mit Musikern unterwegs, mit einer Band. Es ist für mich... ja, es ist halt das auch der Traum von der Musik, ist halt mit Band und nicht nur eine Konserve, die nebendran läuft. Wie sieht es eigentlich aus so mit Frankreich und Deutschland und Österreich? Geht bei dir dort etwas? Also ja, am Anfang Frankreich ist dann, schon, oder? Ja, und Romandie auch schön und so. Aber ich habe ja in Deutschland Platten veröffentlicht. Ich habe eben mit dem Adel Tawil von... Gut, jetzt hat er sich selber einen Namen gemacht für ihn. Ich muss sagen, von «Ich und ich». Eine Platte produziert. Das war mäßig erfolgreich und demzufolge, und ich bin schon in einem gewissen Alter gewesen, ich weiß ja, wie das ungefähr läuft in der Pop- und Unterhaltungsindustrie, wenn dann du ein bisschen zu spät oder zu alt bist und auftrittst,
muss man realistisch arbeiten. Und darum habe ich dann irgendwann mein Hauptaugenmerk ist schon die Schweiz. Ich spiele aber nach wie vor in einem Projekt mit von Christoph Marthaler, wo wir eigentlich seit 10 Jahren auf Welttournee sind. Also wir haben gespielt in Chile, in Brasilien, Israel, damals Ukraine, Russland noch, Weißrussland, Frankreich, also eigentlich fast die ganze Welt. Ist das dein mit Globetrotter-Projekt? Ja, das ist mein internationales Projekt, das einfach super läuft, immer ausverkauft ist und muss es jetzt auch sagen, immer super Kritiker und das ist so nur das Krieseli auf der Torte oben, auf dem Rahmen. Ja, du gehst wieder auf Tournee, habe ich gesehen. Da bist du nur, ich muss sagen, nur in Mels und Arosa, glaube ich, spielst Genau, noch. Ja. jetzt bin ich dann gerade schon in Arosa. Humorfestival? Nein, es ist eben Mundartfestival. Mundart? Ja, es ist jetzt okay. Mundartfestival. Es Ja. steht fälschlicherweise. Ja, ich habe noch Gell? gedacht, so, aber vor ein paar Jahren hat Abo Fantastic auch gespielt und dann habe ich gedacht, oh gut, probieren es noch mal aus, oder? Ja. Auch am Humorfestival haben sie gespielt. Okay, zumal, gut. ja. Nein, ich spiele am Mundartfestival, wo gerade schon Anfang Oktober ist. Vom Benz, oder? Genau, vom Benz ja, Friedli. genau. Und da freue ich mich sehr. Und genau, und dann bin ich in Mels im alten Ja. Kino, aber erst später. Ja. Ja, aber man findet alle Daten und es gibt natürlich noch mehr Daten. Das wächst. Also, Das wächst. Also, Also jetzt du sind bist so einfach ungefähr einmal ein Grundplan. Ja, und so, genau. Es und sind dann- glaube ich, jetzt etwa 30 Daten momentan und dann geht das weiter. Aber was hast du so pro Platte, was sie betust? Also mit wie viel Konzert spielst du pro Platte? Keine Ahnung. Ja. Ich muss sagen, Aber es sind schon immer etwa um die 50 Konzerte. Ja, das schon. Das Ja, kann man das schon schon. zählen. Ja, Ja. 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 Hey, nein, super. Ich wünsche ganz viel Erfolg. mit dem. Dankeschön. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. zum Hey, ich Reinhören, merke es ja, gerade ein bisschen. So, Ich habe es jetzt gerade ein bisschen gemerkt. Shame on me, ja, so, aber ja, das ist die neue Platte. Holen Sie euch. Es gibt sie auf CD, bald auch auf Vinyl, habe ich gehört. Ja, ja bald. Vinyl ist bald auch so eine mal. Sache. Ja, genau. Das wäre nochmal ein Gespräch für Und Sie. natürlich auf allen digitalen Ja, Plattformen. genau. Momentan auf iTunes, in den iTunes-Charts auf Platz 4. Aber das Hey, ändert super. sich ja schon. Das kommt gut, ja. Ja. Hey, toi, toi, toi und Dankeschön. allerspätestens bis in Mels. Ha? Sehr gerne. Gut, freue mich. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war es schon vom Kulturtag mit Michael von der Heide. Yes. Bis zum nächsten Mal.